In meiner Erziehung hätte ich mir selber schneller gelernt, dass es wichtig ist, unter Gleichaltrigen zu sein. Ich bin Einzelkind und bin sehr gerne bei meinen Eltern. Und ich hätte früher noch angefangen, mich selber in den Ausgang zu kicken, ganz ehrlich, wenn man es so sagen kann. Weil, ja, ich habe mich vielmal verbarrikadiert früher und es war nicht so gesund. Ich hätte, glaube ich, mehr Zeit investiert und weniger Geld. So. Ich hätte eher mehr Zeit mit mir selber verbracht, als mich beschränkt mit Materiellem, um irgendwie eine Lücke zu finden, eine Lücke zu füllen, die es gar nicht gegeben hat. Ja. Also da ich auch ein Mix bin, meine Mama war Türkin und mein Papa war Schweizer, würde ich sagen, habe ich vor allem die Schweizer Kultur kennengelernt. Also, ich bin eigentlich schweizerisch aufgewachsen. Ich habe überhaupt nicht die türkische Kultur kennengelernt, schon ein bisschen, also durch die Sprache und alles und auch wie es Mami halt manchmal war. Und darum habe ich auch letztes Jahr, genau zum herauszufinden, warum manche Sachen in der Familie oder in der Erziehung so waren, wie sie waren, bin ich letztes Jahr auch aus dem Grund in Türkei auf Istanbul ein halbes Jahr leben. Also 4 Monate bin ich dort genau genommen und dann noch reisen. Um herauszufinden, also meine Wurzeln zu finden, herauszuspüren, warum das Mami zum Beispiel bei ein paar Sachen anders reagiert, wie ich würde reagieren als Schweizerin im Gedanken oder wie ich halt erzogen worden bin. Und es hat mir sehr viel Erkenntnis gebracht, weil ich gemerkt habe, ja, also ein dummes Beispiel, wenn zum Beispiel der Imam ruft, was in der Schweiz nicht der Fall ist, aber wenn der Imam ruft, zum Beispiel in der Türkei, dann macht es Mami die Musik zu. Oder? Und ich habe das früher nicht gecheckt. Ich dachte, ja, warum? Aber ja, jetzt, wo ich das dann gecheckt habe, nach dem Aufenthalt, wo ich mit ihr in der Türkei in der Ferien war, habe ich gemerkt, so, das ist aus Respekt, weil wenn er ruft, dann lässt mir zu. Oder? Das sind so kleine Sachen, das ist jetzt ein kleines Beispiel, wo ich dann auch in der Erziehung so ein bisschen gemerkt habe, wie sie mit uns redet. Südländische Blut und das Temperament, das spürt man raus, was ich auch habe. Das hat man dort ein bisschen rausgespürt. Und was ich anders machen würde, ist, eben, die Sprache der Liebe bei mir ist eben die Anerkennung, das Zuhören. Was bei südländischen älteren Teilen, also meine Mami zum Beispiel, manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil ihre Sprache der Liebe ist Geschenk machen in dem Sinn. Das heisst, wenn ich ihr etwas erzähle, steht sie auf und geht in die Küche und fängt an zu kochen, weil sie will, dass ich ernährt bin. Oder? Aber das reibt dann, weil ich will einfach, dass sie mir zulässt und nichts anderes macht. Und das würde ich jetzt anders machen. Zulassen einfach, was das Kind wirklich braucht und will und für einen da sein. Ja, das ist jetzt zum Beispiel meine Mami, weil sie eine andere Kultur hat. Aber beim Papi kann ich jetzt, er hat mich sehr gut erzogen, würde ich jetzt so sagen. Die Zeit, die ich mit ihm hatte, war sehr lehrreich gewesen, und das sehe ich erst jetzt natürlich. Als Kind sieht man das nicht, aber ja. Ich bin mit meiner Erziehung eigentlich glücklich. Was ich anders machen was ich anders machen ist, gerade als ich so in die Pubertät kam, ist so sehr wenig Vertrauen und sehr einfach krass gegen mich geschossen worden. Und das werde ich anders machen. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Erziehung. Ich denke, das macht sehr viel aus, wie du wirst. Und ja, ich denke, ich bin so, wie ich bin. Auch gross durch die Erziehung. Und ja, ich bin an einem zufriedenen Punkt in meinem Leben. Darum, ja, nur das würde ich ändern. Ich hätte, glaube würde ich jetzt die Rolle täuschen mit meiner Mami, dann hätte ich, glaube geschaut, dass ich mir nicht allzu jung so viel Verantwortung gegeben hat. Ich denke, ich bin sehr, sehr jung, habe ich schon gewisse Sachen halt übernommen, die eigentlich die Rolle von meiner Mutter gewesen wäre. Und auch so ein bisschen beizubringen, Verantwortung zu tragen, pünktlich sein in der Schule oder Termine. Dort hätte ich mir auch so ein bisschen enge Begleitung gewünscht oder vielleicht mit mir hingesessen und mit mir auch konkret vielleicht auch die Hausaufgaben gemacht.
und auch vielleicht mehr so ein bisschen emotionale Unterstützung, dass man vielleicht auch so ein bisschen auch lobt, so mir zum Beispiel auch lobt und sagt, hey, schau, das hast du gut gemacht, auch wenn es auch nicht so gut rausgekommen ist, ja. In meiner Erziehung hätte ich gewünscht, bzw. hätte ich gerne gehabt, dass mir mehr über Finanzen und Geld beigebracht worden wäre. Ich kenne sehr viele Jugendliche, bzw. es ist ein Fakt, dass viele Jugendliche in Geldprobleme kommen, nur weil sie viele Sachen, wo es im Geldthema geht, oder all diese Sachen einfach nicht können. Also dann kommen sie in Geldprobleme rein und wenn man einmal in dem Strudel ist, kommt man sehr schwierig wieder raus. In der Erziehung würde ich sehr viel anders machen als meine Eltern. Das eine ist, ich habe sehr viel Liebe bekommen und Verständnis, was ich bis heute mega schätze. Aber auf der anderen Seite würde ich mir mehr Struktur wünschen. Ich glaube, ich habe schon relativ viel machen. Ich selber ausprobieren, aber ich glaube, noch ein bisschen mehr Vertrauen von meinen Eltern wäre vielleicht gar nicht einmal so schlecht gewesen. Also noch ein bisschen mehr, dass einfach supported zu werden, egal was ist, ohne gross reingeredet zu werden. Was halt bei meinen Eltern schon auch krass der Fall war, ist, dass auf mich aufpassen. Sie haben mich machen. Sie haben mich schon viel mehr machen, als ihre Eltern sie haben machen. Und trotzdem ist halt die Angst immer mitgekommen, dass mir etwas passieren könnte, oder dass es ein Fehler sein könnte, oder dass ich auf die Schnauze fallen. Vielleicht dort noch ein bisschen mehr Support und einfach so ein bisschen, hey, ja, mach, was immer dich glücklich macht, und wenn etwas ist, wir sind da. Ja, aber sonst bin ich eigentlich schon recht zufrieden mit der Erziehung, die ich haben durfte. In meiner Erziehung würde ich sagen, das Vorwurfsvolle, das ist etwas, was mich oft gestört hat. Wiederum muss ich sagen, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich mich nicht gepusht an vielen Sachen und hätte auch nicht an meine Träume geglaubt. Einfach so das Vergleichen, so, hey, das und das hättest du besser machen können, obwohl ich von mir aus das Gefühl hatte, ich kann ja schon das Maximum geben. Und das hat mich immer noch gestört. Wiederum bin ich halt jemand, ich probiere auch das Positive aus Sachen zu ziehen. Und ich hätte mich an vielen Sachen nicht so streng dran gehabt und das Beste gegeben, wenn ich das nicht gehabt hätte. Wiederum muss ich sagen, bin ich streng mit mir selber, genau aus dem Punkt, dass das in meiner Erziehung so war.